Laufen wir, oder? Wir laufen, ja. Habe der Kid Rap. Servus. Wie geht's dir? Gut, und dir? Mir geht's sehr gut, ich hab heute Geburtstag. Ja, das freut mich, alles Gute. Danke nochmal. Ich hab vom Kid Rap jetzt auch eine vermeintliche Software gekriegt, 44er Magnum. Ja. Ich check's nicht, ist ein Magnum? Ja, richtig erst einmal. Ja. Passt, jetzt schau noch mal, ob's rauscht. Freilich. Dann trinke ich schon mal einen Schluck Kaffee. Ja. Zeit als Prost, oder? Ja, aber du kannst schon mal sagen, was wir sagen. Mhm. Nein, das ist alles noch top. So ist recht. Ja. Der Kid Rap hat mir auch vermeintliche Software geschenkt, eine 44er Magnum Smith Wesson auch. Jetzt weiß ich noch nicht, weißt du, ob Magnum die Marken ist oder ist das die 44er Magnum, ist das Modell von Smith Wesson? Weil nur, dass man mal... Dass Also Smith Wesson ist ein Waffenhersteller. Ja. Deine ist ja von Dan Wesson, gell? Ja. Das ist wahrscheinlich einfach der billige Ab. Wahrscheinlich, vielleicht ist es aber wie bei den Twix-Brüdern. Ja, das kann sein, stimmt, ja, dass beides geil ist. Ja. Fakt ist... Ups. Hoppala. So gehen mit Geschenke um. Fakt ist, der Kitty hat mir leider kein Software gekauft, sondern Pellets nennt man das. Ja. Das ist, glaube ich, rein zum Zielschießen. Also, Luftgewehr quasi. ich denke mal bei Luftgewehr, ja. Ja, nein, das gesagt, schaut schon Prost. aus wie beim Dingstand. Ja. Also, vielen Dank Ja, trotzdem. gern. Tauschen wir einfach um. Es sollte bleiben, wenn wir aufeinander schießen, Aha. aber whatever. Ganz kurz ein Tierfakt für die. Nilpferde können schneller laufen als Menschen, obwohl sie im Durchschnitt 3,5 Tonnen wiegen. Was denkst du? Das ist ein Schmarrn. Was denkst du, wie schnell ein Nilpferd laufen kann? Wie viel km/h? 45, 30? 30, okay. Wie schnell denkst du, dass ein Mensch laufen kann? Jetzt bin ich gerade hart schon, verwirrt. Ich glaube 30 km/h kann der Mensch schon laufen. Weil hier steht, ein Mensch läuft im Durchschnitt 16 km/h. 16 km/h ist doch sehr schnelles Joggen, oder? Ja, also ich bin schon mal damals an dem Tempomessgerät in der Jugend sind wir schon 32 gelaufen. Ich wollte auch gerade sagen, das ist ein nicht gut recherchiert, Sabrina. Danke für deine Bemühungen, aber war gar nichts leider. Vielleicht ist das vom Nilpferd die durchschnittliche Geschwindigkeit und ich schätze so 35, 34 km/h. Es steht halt, während ein Mensch im Durchschnitt 16 km/h erreichen kann. Ja gut, nehmen wir so die 90-Jährigen mit dazu. Ja, ich weiß oder die Einbeinigen. Ja. Oder die Frauen. Willst du schnell... Ja. Wir haben wieder was geschenkt gekriegt von zwei geile Typen. Und zwar eine absolut geile Dartschein. Dartschein, ja. Von Win Mao. Der Harry ist ja gleich ein bisschen drin im Dart-Game. Und er hat gesagt, Win Mao ist definitiv, also er spielt gern Dart, er hat gesagt, er hat sich für seinen Keller kein Win Mao geleistet, weil ihm die zu teuer ist. Und noch ein paar Dartpfeile dazu. Das ist die Win Mao Blade 6, 6th Generation. Wir werden nicht gesponsert, gell? Nein. Sondern nur von den zwei Also wir haben Moche. zwei Moche, zwei Privatpersonen haben uns das geschickt. Haben auch einen Instagram-Kanal, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Man schreibt die zwei am Oche. Ja. Machen auch Streamen auch einmal in der Woche, glaube ich. Da wird gesoffen und da gespielt. Ja. Also richtig geile Wichser. Wir kriegen sehr gern Geschenke, muss ich an der Stelle sagen. Ja. Wir werden jetzt mal Amazon Wishlist hochstellen. Ja. Und da werden sehr viele Taschenmoschis drauf sein. Ja, leckt mich am Arsch. Eigentlich nur. Ja. So. Was denkst du, wie befriedigend so eine Taschenmuschi ist? Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Also vielleicht für zwischendrin schon ganz geil, aber die ist doch auch kalt, oder? Weiß ich nicht tatsächlich. Naja, nicht. Also, aber ich muss schon sagen, ich habe schon oft mit dem Gedanken gespielt, weil gibt es ja schon ein paar verlockende Angebote. Meine Hand ist befriedigend. Ja, gut, die kann nix. Ja, schon. Aber die ist warm. Das stimmt, ja, warm. Und sau grob. Aber so, ja, das schon, ja. Und sie weiß halt ganz genau, was ich gleich haben muss. Schon, ja. An den Schwanz. Weil das ist halt eine erogene Zone. Ja. Der Schwanz. Ja. Also für alle Frauen, falls ihr einen Tipp haben wollt, ihr müsst nicht viel machen. Einfach hingelangen. Einfach einen Schwanz gelangen. Einfach hingelangen. Bewegung ist, die Art der Bewegung ist egal. Ja. Es reicht schon, wenn es grob ist irgendwie. Ja, schon. Einfach viel machen. Ja. Ja, haben wir das auch geklärt. Ja. Thema der Woche ist Heimatverbundenheit. Ja, so ein Zufall. Ja. Passt das zufälligerweise zu unserem neuen Release? Ja, nächsten Freitag, also an dem Freitag, kommt der Song raus. Und zwar Ich komm heim. Ich komm heim. Um einen guten Spezi von mir zu zitieren am Kid Rap, eine unserer poppigsten Nummern bisher. Ja. Da wird viel gesungen. Ihr müsst mal auf dem Kid Rap seinen Part hören. Der Kid Rap, ich liebe den Kerl.
Aber er singt manchmal geschlampert. Nicht, weil er es nicht kann, sondern weil er nicht mag. Und bei diesem Part hat er sich richtig hochgestreckt, hat er richtig schön Souli. Müsst ihr mal genau hinhören. Das ist so darf er mir gerne einfach einmal in Schlaf singen. Ja. Aber auch wach singen. Irgendwie kann die Stimme kann beides, Ich glaube konnte ja wach singen, weil ich atme die ja schon in Schlaf. Stimmt, ja. Und so kriege ich die ja nicht wach. Boah, ich glaube, dass das. Ich glaube, wenn ich einen Mediziner fragen würde, wie ich 200 Jahre alt werden kann, dann würde er mal sagen, ich soll mich von dir in Schlaf atmen und wach singen lassen, weil ich glaube, Schlaf ist somit das Wichtigste. Ja. Das kann man echt probieren. Vielleicht probierst du es morgen. Kann ich machen, ja. Gern. Oder heute. Oder halt, ja. Also zum Einschlafen, aber immer zum Aufwecken. Ja, gut. Ich gebe mir Mühe. Heimatverbundenheit, was bedeutet das? Das Thema haben wir doch eigentlich schon gehabt. Ja, wir haben schon mal was Ähnliches gehabt, ja, ich glaube. Ja. Was bedeutet für die Heimatverbundenheit? Heimatverbundenheit, ich glaube, das ist immer das Gefühl, das man hat, wenn man zum Beispiel an einem geilen Ort ist, wie im Urlaub, wo es richtig schön ist. Und irgendwann denkst du so, eigentlich ist es hier perfekt, ich war schon auch gern wieder daheim. Und das sind vereint für mich ein paar Sachen. Das ist erstens der Ort, wo ich lebe, die Leute, mit denen ich da lebe, also meine Family and Friends und auch die Traditionen, die wir hier pflegen. Und die drei Sachen in Kombination macht für mich so ein Heimatgefühl aus, was einfach sehr angenehm ist. Und das ist, glaube ich habe mal mit irgendjemandem geredet, der hat gesagt, der kennt das gar nicht. Also der ist Echt? einfach da und der ist dann auch weggezogen, der hat gesagt, das ist für einen fremd. Okay. Weil er sich nie mit hier auch ganz identifizieren hat können? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, für manche ist halt das, ich glaube, wenn du halt das, aber auch wenn man sagt, eine Komponente von den drei Sachen fehlt, jetzt sagen wir mal, du magst das Lederhosenzeug nicht, was ja okay ist, wenn es nicht dein Ding ist. Du bist zwar ein peinlicher Clown. Ja, dann machst du so lächerlich. Kann jeder machen, was er will. Dann hast du trotzdem, vielleicht hoffe ich, zumindest noch Family and Friends und die geile Natur da. Also ich meine, wenn du vom Flughafen heimfährst und man sieht so die Bergketten dann ab irgendeinem Punkt, ich weiß nicht wo, dann weiß ich schon, geil, jetzt geht's heim. Die Luft daheim, es ist schon krass, hier mal durch einen Wald gehen oder an der Isar, das sind Gerüche, die vergisst nicht. Ja. Was bei mir dazu kommt, ist, ich bin ja ein wahnsinniges Gewöhnungstier. Ja. Ich bin jemand, der sich wahnsinnig schwer von Dingen trennen kann. Und ich bin jemand, der sehr gerne eine Basis hat. Ja. Und das ist für mich unsere Heimat. Also, wenn ich an irgendeinem Ort halt besonders lang bin, und ich bin hier besonders lang, muss ich sagen, es ist einfach, du kommst heim, du weißt genau, was ist wo. Also, du kennst jedes Eck hier. Und es ist aber, ich muss auch sagen, wir sind früher, bin ich mit meinen Eltern immer an den gleichen Ort in Urlaub gefahren. Ja. Auch da fühlt es sich, wenn du jedes Jahr da hinfährst, nach einer gewissen Zeit ein bisschen wie heimkommen an, muss man sagen. Also man kann sich schon mehrere Heimaten schaffen, finde ich. Aber hier Bayern, das Oberland, wird für mich tatsächlich immer meine Basis bleiben, muss ich sagen. Also, es ist ja, wenn du dir jetzt was kaufen willst irgendwo, du kriegst halt einfach scheiße nochmal 1000 Quadratmeter Haus 5 Stunden weg kriegst, einfach für 100.000 Euro gefühlt. Ja. Aber damit nix in dieser Welt, also allein schon, weil wir unsere Freunde hier haben. Ja. Aber nein. Wenn dann müsste es ein kompletter Umstieg sein, dann müsste die ganz woanders hin. Dann werde ich noch. Dann müsste es mich so sehr reizen, also dann müsste die so. Ja, ich glaube, so wie Anfang meiner 20er, wie ich gedacht habe, dass Amerika ist, so, dass ich da hingehe oder so. Aber so Deutschlandmäßig, ich mag das deutsche Meer nicht so gern. Also mir ist das. Niemand mag das deutsche Meer. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das für manche chillig ist und so, aber es ist mir zu kalt, es ist zu rau, es ist scheiße windig. Was ist deine Meinung zu Travemünde? Das ist ein schöner Ort an sich, aber auch nicht, also das ist für mich ein Tagesausflug und nicht, ich verbringe eine Woche da und gehe zum Baden mäßig. Weil wenn ich ans Meer fahre, will ich, dass da scheiße noch mehr warm ist. Ja. Ich glaube, eigentlich trifft es ganz gut. Ich wollte gerade sagen, wenn du dir, weil ich mit dem Gedanken gespielt habe, also pass auf, wenn man sich ein Haus außerhalb von Bayern kauft, dann ist das wie wenn du ein Spaßauto kaufst. Ja, genau. Ja. Du brauchst ein vernünftiges Auto, wo du dich freust, wenn du fährst damit, wo du da immer wieder einsteigen kannst und sagst, ja geil, das ist der BMW, das ist der Audi, das ist der Mercedes, was in der Richtung. Ja. Aber dann holst du halt einfach einmal einen Chevy-Van. Ja. Oder holst du ein Audi aus den 60er Jahren. Oder Twingo. Oder einen spritzigen Smart. Ja. Twingo war damals eine Revolution. Okay. Designtechnisch erstens, weil er so rund war. Und sehr freundlich, fast comicartig ausgeschaut hat. Der schaut nett aus, das stimmt. Und er war für junge Leute konzipiert
und man hat sogar im Twingo campen können. Das ist man irre. hat den so umklappen können, dass man da drin pennen können. Der Fiat Multipla Ja, ist eines der besten Autos scheinbar überhaupt, eines der praktischsten Autos. Also es hat mehrere Auszeichnungen gekriegt, Ja. aber halt auch das hässlichste Ja. Auto, das jemals gebaut worden ist. ich finde, ein Twingo schaut süß aus. Also es ist Ja. kein cooles Auto, es ist auch nicht sonderlich ästhetisch, aber es schaut halt knuffig aus. Aber Fiat Multipla ist halt einfach hässlich. Also der schaut einfach aus, als was, da war da in einer Behindertenwerkstatt arbeiten. Was ist deine Meinung zum, wie heißt dieser Tesla, dieses Raumschiff Tesla, der, Der Cybertruck. ja, Ich finde ihn einfach nur unterhaltsam. Ja, Er hat, glaube ich, keinen haben. Also für mich wirkt es einfach wie ein Cyberhammer. ja, hat mich auch nicht so abgeholt tatsächlich. Ja, gut, also, war das nicht das Auto, wo der Musk oder wo es dann bei der Vorführung gesagt hat, der ist komplett, also der ist nahezu unzerstörbar, dann schießen sie dagegen und das ist einfach kaputt gegangen. Ja. Mehrfach. Ja. Ja. Und der Whistling Diesel, oder wie der heißt, hat ihn auch komplett zerlegt. Ja. Ja. Ja, also und vor allem ist es ein Auto, das brauchst du nicht. Nein. Das ist fast so schlimm wie ein SUV. Ja. Wann fühlt ihr euch besonders heimatverbunden? Wann? Ja, schon bei so Bierzeit, Waldfest-Sachen, das ist schon was, wo ich mir denke, geil, dass man saufen und Heimat verbinden kann. Ja. Das, Also für mich ist so das größte Gefühl von, also Bierzeit ja, ja, aber ich finde Bierzeit ist fast immer ein bisschen zu, jetzt blöd, wenn ich jetzt sage, zu inszeniert, ist das Ja. übertrieben. Aber ich glaube, das beste bayerische Lebensgefühl, dann das ehrlichste, kriegst du in so einem Biergarten, Ja. wenn, sage ich mal, relativ zufällig oder spontan da eine Musik spielt. Oder so Hochzeiten. Hochzeiten, eine bayerische Hochzeit, wo dann, so wie beim Brautstein von deiner Mom, Ja. wo dann der Quetschenspieler da ja, war. genau, ja. Ja. Das sind für mich Momente, wo ich mir denke, es ist so geil, in Bayern zu sein. Ja. Weil, ich mein, wir Bayern sind auch nur Iren oder die Iren sind auch nur Bayern und das habe ich auch schon immer gefeiert, diese Art Musik im Wirtshaus zu machen. So wie es auch ja gut, wie sie es im Norden auch machen. Ja. Also, ja, da liebe ich es einfach. Ich liebe ja verschiedene Kulturen, auch, muss man ehrlich ja, sagen. voll. Ich finde, das ist immer das, was immer so ein bisschen, also Heimatliebe oder Heimatstolz wird ja oft negativ Ja. konjunktiert. Oder sagt man das so? Kann man das sagen? Ja, weißt du, was ich meine? Ja. Also, Konnotiert. konnotiert, ja. Ich sage es nochmal fürs Real. Ja. Heimatliebe oder Heimatstolz wird ja immer mit negativen Sachen in Verbindung gebracht. Aber ich finde, solange man ja nicht davon ausgeht, dass man selber was Besseres ist, nur weil man die Kultur hat, dann ist ja eigentlich alles cool. Also, ich meine, wir sind ja weltoffene Menschen trotzdem, auch wenn wir gern Lederhosen tragen und unsere Kultur feiern. Ich verstehe die Vergleichskultur nicht, ja. Ja. Also sprich, bloß weil wir was geil finden oder weil Ja. uns das taugt, was wir machen, muss man andere nicht, sage ich mal, auf die Nasen binden oder sagen, hey, unseres ist viel geiler. Also Ja. man kann das geil finden und das andere. Ja. Kannst du dir das vorstellen, Also dass das möglich ist? Ja, ich meine, ich finde zum Beispiel ja so Cowboy Texas, den ja in der Kultur cool. Oder auch Ja. so japanische Sachen, keine Ahnung, finde ich auch mega. Ja. Und auch wenn du in Ägypten bist und da die Pyramiden anschaust und weiß nicht, ob das noch zur aktuellen Kultur geht, Keine eher Ahnung. schwierig. Jetzt ist, Also wenn ich an Ägypten denke, dann denke ich an sehr viel freilaufende Hunde und fertige Autos. ja, und dann Leid. Heiser und Ja, fertige ja, Heiser. das ist ganz schlimm. Ja. Ja. Ja, nein, es gibt tatsächlich eigentlich nichts Geileres wie die kulturelle Vielfalt Ja. auf der ganzen Welt. Aber bitte nicht hier. Das ist das Einzige. Das ist das Ja. Einzige. Nein, ja, ich meine, das macht ja jeden Ort besonders. Ich meine, wenn es Ja. ja überall gleich war und du darfst die Kultur komplett rausnehmen, warum? Dann hätte ja Ja. nur noch, also in Anführungsstrichen, nur noch die Natur. Weil die Menschen sind ja dann auch alle relativ gleich. Ich glaube, es gibt einen großen Zauber auf dieser Welt, und zwar niemanden zu versuchen, seine Kultur Ja. aufzuzwingen. Und auch niemanden zu versuchen, seine Kultur abzugewöhnen. Ja, Leben und leben lassen ja, und halt andere nicht mit seiner Kultur nerven. Ich glaube, das ist ja. Also du bist Aber sie halt Bayern natürlich- und was? bist die beste Kultur auf der Welt. dann natürlich, Ja, ja, dann schon. sind sie alle anderen verpissen. Berliner Drecksäue. Ja. Ja. Nennen wir, was ist Berliner Kultur? Döner, ja, macht's echt guten Döner. Späti. Späti, Döner, ihr seid geile Typen. Sterne, ja. Ja, das ist so Zeitschutzkultur, man sagt der Späti-Kultur. Ja. Also freilich Zeit ist die Kultur. Aber so jetzt so ein Frag mal in traditionelles Duisburg, was eine Erscheinungsbild. Kultur ist. Ja. Schätz Müll auf der Straße, Ja. hat der Doku letztes Mal. Ja. Ja. Oh,
Ist Heimat menschenabhängig? Also könntet ihr jetzt woanders noch eine Heimat aufbauen? Das habe ich ja vorher schon so ein bisschen angedeutet. Also für mich ist es so an Orte, an die ich öfter fahre, wert irgendwie zu einer Art Heimat. Ja, Und ich glaube, dass wenn man mit seinen Freunden, mit seinem kompletten Umfeld woanders sitzt, dann kann man sich da schon gut eine Heimat ja, auch wieder aufbauen und auch neue Leute mit reinnehmen. Also Ja. klar, denke ich schon. ja. Ja, es kommt schon immer ein bisschen auf die Menschen nur, finde ich. Also, Ja. wenn's jetzt, ich glaube, nur allein, ohne Kontakte, glaube ich, da das nichts bringen. Das muss bei die Schweden oder in Norwegen muss das relativ krass sein. Weil das sind ja nette Leute, Ja. aber auch zurückhaltende Leute. Ja. Und letztens wieder, ich glaube, ein Reel oder irgendeine Frau, die da seit 15 Jahren lebt und auch einen Schweden oder Norweger, ich weiß nicht mehr, geheiratet hat gesagt, es ist faszinierend, du kommst einfach nicht wirklich da rein, obwohl es jetzt mit einem verheiratet ist, weil Ja. und das ist, glaube ich, auch die größte Schwierigkeit. Ich glaube, das ändert sich mittlerweile jetzt schon ein kleines bisschen. Aber in Bayern, sage ich mal, neu zum Kommen als Preis, sage ich jetzt einmal, ist Ja. echt schwierig. Auch wenn du das probierst. Ich sage nach wie vor, mein Dad kommt aus München Ja, und er ist richtig schwer da hier. Und Ja. der ist ein Säufer vor dem Herrn. Ja. Und das mengen die Leute eigentlich hier. ja. Aber sie haben ihn nicht mengen, weil er lange Haare gehabt hat. Okay. Ja, nein, ich glaube, das ist mittlerweile schon. Ja, ist jetzt das- einfacher. Vor allem, wenn es trotzdem ist ja sehr gleiche, also ähnliche Kultur in München Ja. wie bei uns. Ja. Ja. Naja, ich glaube, in Sri Lanka habe ich das ein bisschen gehabt, weil da waren halt 2, 3 so Hosts, wo ich mir gedacht habe, die sind halt mega entspannt Ja. und eigentlich wie wir, also wirklich auch komplett vom Mindset her, eigentlich nur halt Sri Lanka ich und das, wo wesentlich dünner war. Aber Das liebe ich, wenn du im Ausland innerhalb von einer komplett fremden Kultur, sag Ja. ich mal, und so da jetzt Sri Lanka mal bezeichnen, ja, voll, ja. jemanden triffst, der wie du tickt. Ja. Nur halt, wie du schon gerade gesagt hast, in seiner Kultur. Ja. Das ist halt. Ja, er hat uns dann auch das ganze Buddhismus-Zeug und so gezeigt und seine Tempel und so. Das war mega interessant. Da haben wir halt im Gespräch schon gemerkt, dass halt die Ziele und die Wünsche und alles sehr, sehr gleich sind. Also es Das, hat ja. einfach hustlen und schön viel Pulver Und viel Weiberfekt. Ja, auch die Kräftigen. Ja, klar, die Kräfte. Schon eher die properen, ne? Ja, schon, ja, die Candle gefordert. Die mal einen Winter durchhalten können. Schon, ja. ja. Und dann nicht, mir ist zu kalt, sondern ich sage, jetzt machen wir nur Runden. Ja, was der mir alle noch kannst. Schon, ja. Ja, Ich glaube, damit haben wir die Frage schon beantwortet. ja, schon, ja. Was ist das Allerbeste hier? Das Allerbeste an Bayern, Ich habe vermutet. das Bier. Ja, gut. Also es gibt, also jetzt rein so genusstechnisch auf jeden Fall das Bier. Essenstechnisch mag ich sehr gern hier, aber mag ich sehr gern da, Entschuldigung. Aber da kannte ich mir an andere Sachen gewonnen, wie jetzt an die italienische Küche oder so. Oder Österreich. Ja. Das ist kulinarisch das Bessere in Bayern. Ja. Also was Leberkäse sogar die man schlechter. Aber ja, Sicherheit ist auf jeden Fall bei uns. Das ist langweilig. Aber ja. Das ist auch noch was. Ja, und insgesamt unsere Bierzeltkultur, da ist also insgesamt alles, was dazu gehört, mit Tracht, Blasmusik, Biersaufen, auch die einzelnen Feste, sowas wie Leon Hardy. Jetzt habe ich noch eine kurze Frage. Ja, Hat die Frage gelautet, was ist das Allerbeste hier oder was sind die allerbesten Dinge hier? ich habe mir noch nicht, ich denke laut. Ich wollte meinen Satz also einleiten, dass es immer gut ist, wenn man die Frage stellt, was ist das Allerbeste, und dann zählt man 10 Sachen auf, weil ich wollte eigentlich 100 Sachen. Aber also wenn ich mich festlegen müsste, was in Bayern tausendmal besser ist wie alles andere dann als Bier. Wir wissen, im Endeffekt läuft es Ja. noch bei uns raus. Also was ich an Bayern auch, also jetzt klar, Landschaft ist geisteskrank. Ja. Also ich liebe an Bayern, Deutschland insgesamt, aber speziell natürlich an Bayern. Du hast einen richtig geilen Winter. Also Ja. im Auge der Deutschen natürlich nicht, der Winter ist nie geil. Nein. Aber du hast den Winter, du hast Sommer, du hast einen geilen Herbst, du hast einen geilen Frühling, du hast normale Tag-Nacht-Zeiten. Also Ja. wir haben alles hier. Wir haben wirklich alles hier. Wir haben schon mal Nordlichter hier gehabt. Einmal. Ja. Oder sogar schon zweimal. War mal schon, ja. Und was ich an Bayern, an die Bayern selber feiert, ist, du hast hier bei uns die Hillbillies, Ja, die oft komplett unterschätzt werden, aber tatsächlich richtig viel im Kopf haben, teilweise auf eine Art und Weise auch, die halt jetzt, die ein Allgemeinwissen haben, da wo ich nur mit die Ohren schlackert, wo Ja. du denkst, also Landwirt, aber die lesen halt Zeitung, gell? So eine Sachen. Ich habe letztens mich mit dem Konrad unterhalten, ja, Andexer Landwirt. Und das sind halt einfach Unternehmer. Das sind richtige Unternehmer. Die haben richtig Ahnung von dem, was sie machen.
ist, wenn man drüber nachdenkt, selbstverständlich, aber trotzdem einfach oft Leute, die es unterschätzt. Wahrscheinlich, wenn sie halt mit dem Forstauto vorgefahren kommen und hier aus dem Wald raushauen. Ja. Ja gut, das ist halt auch eine handwerkliche Tätigkeit, wo du dir brutal Dreck abmachst und wahrscheinlich denken halt dann viele Leute. Der scheiße Schipper. Ja. Ich möchte noch was hinzufügen. Ich mag an Bayern, dass die nicht so viel quatschen wie Preisen. Also so Preisen zum Beispiel. Meistens, ja. Meistens, ja. Reden sehr, sehr viel und sagen gar nichts aus. Oder machen Dinge größer als wir sind. Und Bayern sind sehr, sehr geradlinig, was in der Kommunikation angeht. Der bayerische Humor ist auch knapper. Ja. Der ist biss, das ist oft, da reicht's. Der bayerische Humor ist wieder ein bisschen mehr der Scharfschütze, abwarten und einfach nur ein richtig dummes Wort. Ja. Und ich bepiss mich. Das ist großartig. Und der Preis, heute wieder bei der Metzgerei, war wieder einer da. Ja. Der wollte gehört werden. Ist das passiert oder Ja, ist das in deinem Comedy-Programm? Nein, also ich sollte mein Comedy-Programm wahrscheinlich schon starten, aber es ist wirklich genauso passiert. Das ist jetzt blöd, weil es kommt keine richtige Pointe. Nein, Entschuldigung. Aber der ist halt auch in der Metzgerei gestanden und dem war sehr, sehr wichtig, dass alle hören, dass er lustig ist. Ja. Und der hat einen Weber erkannt, ein bisschen, obwohl er Preis ist, und hat gesagt, ja, ist da jetzt eine ganze Sau drin in der Wurst? Eine Sachen. Und hat halt sehr, sehr laut geredet und das mag ich nicht so gern. Ist nicht so, dass das Bayern nicht auch machen, aber das ist halt nicht so unangenehm. Ja. Ja, ab und zu finde ich es auch viele Weber-Geschichten wieder. Ich glaube, wenn wir so ein Sitcom waren, war der Weber eine Station, glaube ich. Absolut. Ja, da passiert für unser bayerisches The Ranch. Ja, ab und zu kann man bei Preisen oder leider aus Nicht-Bayern beobachten, wie sie versuchen, dass die Leute sie mengen, sogar beim Sahamstein. Und das finde ich irgendwie süß zu beobachten, dass sie sich so irgendwie so bemühen, dass besonders freundlich sind. Ich weiß nicht, wie das habe ich schon ein paar Mal. Zu Bayern speziell. Ja, genau. Also ein Integrationsversuch. Ja, genau, sowas in der Art. Ja, das ist immer putzig, gut zum Schauen. Dann denke ich mir, draußen reibe ich das so, du Scheißpreis. Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, mir tut es aber echt weh, wenn es dann gar nicht okay wird. Es gibt so ein paar Leute, die sind da komplett unempfänglich für diese Annäherungsversuche. Und ich finde es natürlich irgendwo saulustig. Ja, nein, ich bin schon auch immer zu alle nett. Also ich denke mir immer so, wie die Leute zu mir sind, versuche ich immer zurück zum Sein. Ja. Bist du jemand, der gemocht werden will? Also das ist jetzt eine dumme Frage, weil jeder möchte natürlich gemocht werden. Aber hast du das Gefühl, dass du recht probierst oder verschwendest du einen Gedanken in deiner Art und Weise? Es ist ab und zu behandelt die Leute, jetzt auch vor Touristen oder sowas, so wie ich hoffe, dass ich dann behandelt werde im Ausland. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendwie sehe, es war im Aarestort zum Beispiel oft so, dass ich halt Touristen irgendwie an der Bushaltestelle gesehen habe und habe gewusst, am Sonntag fährt da kein Bus nicht. Dann bin ich halt schnell stehen geblieben und habe gesagt, hey, da kommt halt kein Bus, ihr müsst schauen, da oben steht. Nicht an so einen Feiertagen. Sowas mache ich schon, aber es ist mir jetzt eigentlich relativ wurscht. Wenn ich nicht drüber nachdenke, dann ist es, glaube ich, bei mir so, ich möchte nicht, dass jemand mit mir redet und sagt, wow, was für ein geiler Typ. Ich möchte, dass jemand den ersten Eindruck hat, wow, der ist gut erzogen. Ja, das schon, ja. Ich möchte, dass er denkt, okay, das ist ein normaler Typ, der weiß, wie man normal mit Menschen umgeht und eben gut erzogen ist. Das ist, ob er mich dann sympathisch an sich findet. Ja, das ist mir wurscht, weil ich werde mich ja für andere Leute nicht verändern. Ja. Das ist ja das, was an meiner Kunstfigur anscheinend ein bisschen schwierig zu begreifen ist, weil ich vor allem ja in Reels und so immer extrem rumbläher und halt Psycho-Dinge mache. Ja. Wenn mir die Leute aber privat treffen irgendwo, letztes Mal war ich auf einer Hochzeit und da bin ich erkannt worden und dann sagt er, du bist ja ein ganz normaler, netter Typ. Dann sage ich, ja, Alter, ich bin hier auf einer Hochzeit voll Leid. Was soll ich denn machen? Also ich war da, es war gefallen für meine Mom, da habe ich gefilmt quasi. Also ich habe die Leute... Das? Vor 2 Wochen, 3 Wochen oder so. Das heißt mir gar nichts. Nein, war nicht so spannend. Ja. Und das ist halt eine Situation, da bin ich ja fremd, meine Mama ist da und da möchte ich natürlich so mich verhalten, dass die einen guten Tag haben. Ja, und natürlich. Nicht denken, was ist das für ein Psycho? Ja. Andererseits finde ich es halt langweilig, wenn wir im Internet die ganze Zeit genauso waren, ich finde es halt unterhaltsam, wenn etwas passiert irgendwie. Also ich schaue mir einen Actionfilm und nicht einen normalen Film, da wo ein Mensch einfach nur komplett sein normales Leben lebt. Ja, wie du sagst, das ist eine Kunstfigur. Natürlich fließt wir als Menschen da ein. Ja, schon klar. Aber es bleibt eine übertriebene Variante von uns. Oder eine Variante, die sich halt komplett auslebt. Ja, schon. Ja. Und das ist eben das, was du sagst, weil wir sind ja beide gut erzogen worden. Ja, und von dem her habe ich gar keine Wahl.
Gib mir aber eine halbe. Oh, alter Schwede. Ja. Dann brülle ich da drin rum. Ja, ganz klar. Schnell braut So, ja, schon, ja. Und zwar so nach. Und legst nur noch Lanze auf. Ja. Du warst nicht DJ, obwohl du gar nicht DJ bist. Ja. Ja. Mit dem Handy. Ja, schon. Ja. Hör mal, also so Stefan-Style. Servus! Servus, ich bin der Kid Rap von Los Brutalos. Was soll ich euch verzeihen? Früher war ich ein fetter, hässlicher Loser und hab 0 Freund gehabt. War das schon alles? Na, nicht einmal Kantinenfrau in der Realschule hat mir mit dem Arsch angeschaut und unser Klassenhamster ist gekommen und hat mich rumgeschubst. Aber das alles hat sich geändert. Weißt wann? Als wir unseren Podcast gestartet haben. Und da hat Boris Brank gesagt, hey, das hat Potenzial, macht's doch mal so, macht's doch mal so. Und auf einmal hat man Zuschauer in die Tausender und eine Reichweite, die bis in die Millionen geht. Ja, naja, ich bin immer nur ein fetter, hässlicher Loser, aber jetzt mit einem erfolgreichen Podcast. Also, wenn ihr erfolgreich sein wollt, dann geht's zu Boris Brank. Die zeigen euch, wie man es macht, die wissen es, die sind nicht so dumm wie ihr. Kleiner Spaß, das ist so ganz... Ab und zu, hey, wo bin ich? Ich hab doch keinen Schlaganfall. Glück gehabt. Los Brutalos Favorites, heimische Tiere. Heimische Tiere. Also ich mag die Haselmaus recht gern. Das war ein Wildtier des Jahres vor 6 Jahren. Habe ich nicht vergessen. Was viele nicht wissen, es ist keine Maus, es ist eigentlich ein Siebenschläfer. Also lasst euch da nicht in die Irre führen. Ja. Schlaft 7 Monate. Krass. Das ist echt heftig und irgendwie muss ich einfach cool sein. Und die Schnarchen. Das gibt es einmal bei YouTube. Dormaus, ey. Snoring. Ja. Ja. Das ist auf der 1 für mich trotzdem. Was haben wir sonst noch? Ich mag einen Biber gern. Ich weiß nicht, ob der von hier kommt. Den gibt es bei uns, also das da dann als Tier. Er ist ein richtiges Arschloch. Ja. Also, weil eigentlich ist er kein Arschloch, aber er macht dir leid, das macht Leben jetzt nicht, schwer. ja, es ist nicht so, dass er Hand in Hand mit uns. Also er ist jetzt auch jemand, wo kulturell schwierig ist. Aber wie gesagt, leben und leben lassen. Ja. Ich feiere ihn, weil er einfach so mürrisch ist, weil er so absolut stur ist, komplett stoisch, aber auch seinen Job macht. Und halt, ich meine, jemand, der den ganzen Tag oder der, sage ich mal, eine Stunde investiert, einfach um irgendwo so ein kleines Stück Bäume zum Schleppen oder durchzubeißen, das ist... Hat sich schon mal jemand... Das ist der Grind. Also die machen sie aus den Dämmern Bau quasi, oder? Deswegen haben die den, okay. Ja. Und das ist ein Schutz für die, weil die dann da reinschwimmen können und keiner rein kann. Oder warum machen die das? Also es herrscht das Gerücht, dass Biber tatsächlich das Geräusch von fließendem Wasser hassen und deswegen aufstehen. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das korrekt ist, aber ich weiß auch nicht, warum das eigentlich da am Wasser so genau bauen. Ja. Wahrscheinlich ernähren sie sich... Ist die Tür offen eigentlich? Nein, eigentlich nicht. Okay. Aber ja, die haben ja, das ist irgendwie, ich glaube, dass die unterirdisch da reinschwimmen und dann da eben Google haben. ChatGPT. Ja, also die Biber sind geile Viecher. Ja. Wen mag ich sonst noch gern? Bären gibt es ja nicht mehr. Aktuell glaube ich schon wieder einen. Echt? Oh ja, nicht mehr lang, glaube ich. Ja. Ist ja kein Wal. Nein, stimmt, ja. Fuchs ist ein Arschloch eigentlich. Ja, ein Fuchs, ich mag ihn auch, aber irgendwie wirkt der immer so. Jetzt sind sie wieder schön. Früher waren die, also die sind die 3-4 Jahre waren die Zeit, echt die haben ausgeschaut. richtiges Glow-Up. Ja, schon nicht mehr so reidig. Ja. Ich freue mich trotzdem, wenn ich einen Dachs sehe, weil das sind auch coole Viecher. Ich hätte gern wieder einen Wolf da, aber ich möchte nicht begegnen im Dunkeln oder im Wald. Nein, ich glaube in Tirol gibt es, also die sind schon wieder auf Streifzug, also kann schon wieder kommen. Vögel bedeuten mir wenig. Hey, ich mag Raben. Ja, die zeigen nicht als Vögel. Raben, Hirsch, finde ich so ein schönes Tier hier bei uns. Stimmt. Und dann nehme ich noch, was ist noch cool? Fuchs hast du schon gesagt. Dann nehme ich noch einen Marder. Weißt du, wen ich noch nehme? Ich mag einfach eine klassische, richtig nette Kuh. Cool. Stimmt, Kühe gibt es ja noch. Weil Kühe sind echt geile Viecher, muss ich immer wieder sagen. Ich esse sie, ja. Es ist, wie es ist. Ja. Aber ich habe ein schlechtes Gewissen und das soll der reicher. Ja. Du bist so lecker. Das ist ja gut. 5 Fragen an Los Bridalias. Das Spiderschwein. Ich glaube schon, ja, stimmt, ja.
Entschuldigung, ja. Weiter. Ich muss mich noch duschen. Das ist ja viel zu, wie spät ist? 2. Oh, ja dann. Ja, dann machen wir weniger. Ihr müsst eine Tierart größer machen, als sie ist. In Klammern mindestens verdoppeln. Weil ich darf mich nicht mehr. Also ich muss groß reden oder einfach so? Nein, ich du kann musst einfach eine eine, die es vergrößern. doppelt so groß machen Oh kannst. geil, ja, dann, ich glaube, dann darf ich den Fuchs nicht mehr. Ich glaube, das darf für Ärger sorgen. Ja, also ich weiß nicht, ob es ein heimisches sein muss, gell? Also okay. Ich glaube, ich hätte gerne eine ganz noch eine größere Giraffe. Naja, Weil die dann einfach nur, ja, aber das schaut richtig dumm aus. Dann. Ja. Ich weiß nicht, ob das überhaupt dann statisch noch möglich ist. na, Vor allem, ich meine, die haben ja so lange Hälse wegen die Baum na, und dann muss nach unten. ja. Nervig ist das. Ja, das ist sehr. Nein, okay, warte, ich möchte einen Gorilla doppelt so groß. Ja. Weil leck mich am Arsch. Na, das war lustig. Und dann möchte ich sehen, wem soll ich auf die Fotzen hauen. Boah, mit wem? Nein. Am Nilpferd, ich mag Nilpferde nicht. Nein, mag ich nicht. Da möchte ich sehen. Wieso isst man die eigentlich nicht? Gute Frage. Ja. Ich glaube, weil es echt brutale Viecher sind. Okay, ja. Wie schmeckt ein Nilpferd? Mehr nach Fisch oder mehr nach Pferdl? Oder mehr Ja, nach Händel wie oder alles. nach, ja. 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 Was nimmst du? Ein Fuchs? Ich nehme einen Fuchs, Okay. er bleibt dabei. Ja. Lieber bis ans Lebenende 5-0er Dosenbier saufen oder Oettinger aus der Flaschen? 5-0. All the way. Ja. Dosenbier auch praktisch irgendwie. Ja. Ihr müsst euch ein Gericht für ein Wettessen aussuchen. Welches wäre es? Was könnt also? Wir brauchen kein Wettessen mal, aber wenn ihr irgendwas. Okay. Bei mir ist Eis. Das ist das Eis. Einzige, wo ich Chance habe, gegen Normalsterbliche mehr zum Essen, weil ich viel die Kälte nicht mengen oder. Ja. Ich glaube nach wie vor, dass das einzige Gericht, wo ich mehr essen kann, wäre das Döner. Gefühlt. Das ist beeindruckend. Ja. Glaube ich Aber aber. vielleicht, Sigi, aber das ich war auch schon- nach 2-3 war der Sensor. ja, also wir reden nicht von den High-Performer. Ja. 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 Aber mehr sind mal, weil dann, wenn ich kotzen muss davor, dann kann ich es eine Zeit lang nicht mehr essen. glaub. Ich esse gern Döner. Ich glaube, das ist so ein 2-3 Wochen Ding und dann Ja, kann ich es klar. vergessen. Ich Für mich ist vergesse es öfter. ja voll. Ja, schon, ja. Man verdrängt das. Ja. Was macht ein Daisof perfekt? Der ist so von sich. Genau, richtig, der Daisof von sich ist es aber. Also, ein nicht erzwungener Daisof. Ein Daisof macht perfekt, wenn er Spontan ist. im Zuge von etwas passiert. Ja. Also sie einfach nur hier hocken. Wenn wir jetzt sagen, wir hocken uns um 8 Uhr hier Ja, zu zweit und saufen, ist natürlich auch geil. voll. Aber Roadtrip, in der Früh losfahren, Bier Ja. saufen, so eine Sachen. Also du musst schon Biergarten. Biergarten, ja okay, eigentlich jeder Daisof ist gut. Wochenrückblick. Wir arbeiten gerade, also hast du schon gesagt, am Freitag Ja. ich komme heim raus. Ja. 3 Wochen später kommt der nächste Song, den haben wir jetzt diese Woche recorded. Kommt also bald zum Tommy. Ja, ist schon beim Tommy. Ist schon beim Tommy? Ja. Hat er sich schon gerührt, hat gesagt, geile Scheim? Ja. Hat er gesagt, geile Scheim? Ja, gesagt, geile Scheibe. Merci. Geile Topline. Parts hat er sich nicht geäußert. Ja, verstehe ich. Aber sehr gut. Ja. Und dann kommt nochmal 3 Wochen wahrscheinlich später, müssen wir noch absprechen, Ja. was machen. Eine komplett neue Ära, aber da möchte man noch nicht zu viel verraten. Ja. Fakt ist, wir sind richtig fleißig, wir haben richtig Bock. Ja. Ansonsten, es war Vatertag. Ja. Ist brutal eskaliert. Also es waren, ich sage einmal so, 16 Leute in Kutten da. Und wir haben nicht einmal alle eingeladen, die Ja. wir gerne mögen. Wir haben Ribs gegessen, wir haben Fried Chicken gegessen und wir haben einen 5-Dampf veranstaltet. Ich möchte nicht auch gerne mal gewonnen. Mit dem Huber voll gemeinsam. Shoutout. Du im Finale, Nein, ich war Halbfinale ausgeschieden. Ja, beim ich Bierpong. beim Bierpong verloren. Das war das Halbfinale. Ah, okay. Also schon auch sehr weit gekommen. Ja, das war richtig knapp bei uns. Ja, das Wir war haben heftig. auf Zeit verloren. Das war Ja. ein Krimi, leck mich am Arsch. Wir haben auf Zeit gewonnen. Das war, Ja. Also ich möchte mich nicht selber loben, weil da habe ich noch relativ gut bingt zu der Zeit. Ich möchte nichts Schlechtes über meinen Teamkameraden Bierpong sagen. oder Bingt? Bingen. Beim Bierpong bin ich eher kein... Aber beim Bingen seid ihr weitergekommen. Ja, genau, ja. Aber das war mehr Glück als Mit wem Verstand. hast du zusammen gespielt? Mit dem Machine Gun Tom. Ah, ja, Und stimmt. der hat nicht Bingen nicht erfunden. Nein. Aber dafür war er im Bierpong. Ja, das ist halt auch so ein scheiß Krake. Ja. Darf man jetzt auch nicht vergessen.
Ja. Ja, war geil. Die traurigste Disziplin, es waren richtig viel starke Flankeballer dabei. Also, es sind so viele Getränke auf zweimal auch gewesen. Ja. Ich habe meins fast auf zweimal, ich habe es auf dreierlei, aber im Glas ist ja der Unterschied. Ja. Ihr habt es ja auch gewonnen, Ja, logischerweise, ich habe oder? jetzt mal getroffen, jedes Mal. Ich hab kein nur einziges einmal nicht Mal- getroffen. Ich habe keins Mal daneben geschmissen diesmal. Krass. Ja, und das ist bei mir auch ein Wunder. Also ich bin eigentlich echt schlecht im Flankeball. Auf wie viel hast du ausgesucht? Ich glaube auf drei? auf 3, ja. Ja. Aber auch knapp, schätze ich, oder? Ja. Ich habe richtig Glück gehabt, ich habe gegen einen Grei gespielt Ja. und gegen Grei, gegen Fabi. Ah, ja. Das sind meine Angstgegner, der Fabi. Ja. Fabi auf 2 komplett wegdroschen, das Zeug. Und da hat er auch jeden getroffen. Ja. Und dann, sie waren einen voraus, der Grei und ich haben dann einen 1-on-1 gehabt, weil der Huber vorher auf 2 ausgedrungen. Okay, Also auch krass. richtig stramm. Und der Grei Gott sei Dank daneben geschmissen. Wow, Ja. das hat mich so fertig gemacht. Naja. Genau, und dann haben wir bis 6 in der Früh gesoffen ungefähr. Und Fritteusen umgeschmissen irgendwie. irgendjemand hat unsere Fritteuse, also wir haben 3 Fritteusen parallel laufen lassen und irgendjemand hat eine Fritteuse umgeschmissen, einfach wieder hochgestellt und das Öl. da lasse ich ein bisschen zäh war es draufgeschmissen worden, also kann er zugeben, wer es war. Ja. Aber was soll's. Jetzt ist es weg. Vielleicht hat er wer Tipps, wenn man Fettgeruch los wird, Städte, das ist eine Woche her und geht nicht weg. Ja. Echt, unser Büro hat schon so viel erlebt. Ja, da haben mehrere Rache drin. Ja, Da schon. riecht's nach Rach. Was steht die Woche an? Naja, sagen wir in der Pipeline, haben wir schon gesagt. Ja, 3 Gigs. Also wenn ihr das sagt, sind wir morgen sind wir in Beidl. Am Freitag sind wir in Nürnberg und dann geht es nächste Woche gleich weiter mit nochmal 2 Gigs. Oh, und wenn ihr, also der kommt ja am Sonntag um 18 Uhr raus, Ja, wenn ihr den gerade fertig gehört habt, dann schaut jetzt direkt um zu Tom Chow. Da müsste nämlich der 14, 15 Stunden Ja. Brisket-Stream noch laufen. stimmt, ja. Die machen Brisket, fangen um 7 in der Früh an, möchten das alles streamen, um 10 Uhr gibt es ihn dann. Also das ist eigentlich ein perfekter Ausklang fürs Wochenende. Und vor allem Montag ist ja Pfingstmontag, könnt ihr Ja. halt schön saufen. Absolute Empfehlung. Ja, so machen wir es. Ansonsten müssen wir uns jetzt für den Auftritt fertig machen. Ja. Ich werde jetzt einen Kid-Rap noch waschen und umlagern und dann fahren wir los. Hat die letzten Worte immer der wunderbare Hallim. Danke.